Ich mache seit 25 Jahren Musik und in diese 25 Jahre habe ich versucht, die Wahrheit mit der Musik rauszubringen in die Türkei. Das war sehr wichtig für mich. Und diese Wahrheiten sind tabu gewesen für diese türkische Staat und für das System in der Türkei. Aber wie gesagt, diese Tabu hat mich und durch mich Millionen Menschen nicht glücklich gemacht. Und die Kurden spielen in diesem Problem eine große Rolle, weil ich selbst eine Kurde gewesen bin. Die Aleviten spielen eine große Rolle, weil ich selbst Alevite bin. Die Menschen aus Dersim spielen eine große Rolle in dieser Wahrheit, weil ich aus Dersim war. Sicherlich diese Sammlung, also Kurden zu sein, Aleviten zu sein und aus Dersim zu sein, bringt mich in eine Situation als Musiker oder als jemand, der seine Ideen oder seine Meinung mit dem veröffentlicht, ja. Und deswegen habe ich immer Probleme wegen dieser Meinung und wegen dieser Situation, was ich habe. Durch diese Probleme bekomme ich Schwierigkeiten von der Regierung und von der türkischen Staat. Ich denke, Freiheit ist wichtig und wenn jemand sich frei fühlen will, muss man ganz öffentlich sein, trotz aller Unterdrückung, Zensur oder durch diese gesetzlichen Probleme. Das habe ich gemacht und ich war ganz offen gewesen. Ich habe meine Meinungen ganz offen gesagt, aber das hat diese Stadt nicht gefallen und deswegen habe ich Probleme bekommen, werde ich mehrmals festgenommen, werde ich mehrmals bedroht von den verschiedenen Gruppen, von den militärischen oder was weiß ich, von den rassistischen Gruppen aber trotz dieses habe ich keine Angst gehabt und weil ich finde sehr wichtig, dass ich meine Meinung und meine Lieder veröffentlichen kann, wenn ich mich so frei fühle. Das ist wichtig. Das spielt eine große Rolle in meinem Leben. Anaların acısında doğmuşum ben. Yağmurun kokusu, rüzgarın sesiyim. Suyun rengi toprağın emanetiyim. Her damlası, her zerresi memleketim. Es gibt wirklich Musiker, die sind gefährlich für die Stadt, für den System, ja, weil das System möchte keine Probleme haben durch ihre Herrschung, ja, aber es gibt sicherlich viele Probleme in der Türkei, zum Beispiel, das erlebe ich seit Jahren, als ich noch Kind war. Ich könnte jetzt nicht meine Muttersprache zu sprechen, weil das verboten war. Ich kann meine gläubige Einrichtung nicht erleben kann, weil als Aleviten das ich verboten war. Und jetzt möchte ich das alles begreifen können und durch mich Millionen Menschen dass die wissen, solch ein Problem, das wir gehabt haben und jetzt nicht mehr haben wollen, nicht mehr erleben wollen. Anaların
acısında doğmuşum ben. Yağmurun kokusu, rüzgarın sesiyim. Suyun rengi toprağın emanetiyim. Her damlası, her zerresi memleketim. Memleketim, memleketim. Für die Politiker sind die Musiker nur solche Leute, die nur Musik machen können. Aber wie gesagt, die Politiker machen nicht alles richtig. Das habe ich erlebt in der Türkei. Und die Politiker, die tun, was der Staat genau sagt, ja, was vorhabt, ja. Aber die Musiker und die Intellektuellen müssen die Wahrheit sagen, was alles in dieser Stadt, in diesem Land passiert oder passieren kann. Und ich bin eine davon und ich sage die Wahrheit. Und die Wahrheiten sind wirklich, macht vielen sehr traurig.